Ich heet u waren van harten welkom to het programma Onze Geschichte. Van diesem Programm vertelt George Rempel van Winkler, die de Geschichte uitgestudeerd, abgeschreven en vergelezen heeft, maar van de districtscholen in Manitoba, Canada. Ik zie Hen Rempel en ik wens u een goede ontvang. Unsere Geschichte Nummer 6. Wir wollen uns von der noch mehr von unseren Voreltern ihre Erfahrungen in Manitoba vertellen. Als wir letztes Mal aufbrücken, dann haben wir uns gerade noch ein bisschen über Distriktschulen auf der Westreserve unterhalten. Von der vertellen wir uns noch mehr davon. Durch ihre mennonitische Schulenspeicher, die Manitoba-Regierung braucht, um die Distriktschulen en mennonitische Dorpen zu inspecten, versucht die Regierung beständig immer noch mehr mennonitische Dorpen für bessere Schulbildung zu interessieren. Aber manche Oldkolonien auf der Westreserve hatten diese Schulinspektors keinen Erfolg. Da bleibt dort noch immer wie die eine Distriktschule in Rheinland. Die Lehrer in der oldkolonischen Gemeinde werden davon überzeugt, dass Christen ihre Kinder nicht in Regierungsschulen unterrichten lassen dürfen. Und dort ein Distriktschulen annehmen, war der Anfang sein wird von zu großem Regierungseinfluss auf ihre Kinder. So ist dort in Russland gewesen. Und dort geht auch nicht sehr lang, aber Beweis dafür abkam, dass sie recht gewesen wären. Manche Bergtäler und Sommerfelder auf der Westreserve hat die Regierung so wie langsam ein bisschen mehr Erfolg mit ihrem Distriktschule in Anbringen. Und nu erstmal ein klein bisschen von den Entstehungen von lokalen Regierungen auf beiden mennonitischen Reserven. Die Hanover und Haspeler Municipalities auf der Ostreserve und der Rheinland Municipality auf der Westreserve. Auf beiden mennonitischen Reserven hatten unsere Voreltern Koloniesamter, die einen Vorsteherhelfer und einen Schreiber hatten, die aber ganz unabhängig waren von der provinzialen Regierung. Diese Ämter waren auch eine Art Selbstregierung, ähnlich so als die Mennoniten ihr Gebietsamt in Russland, aber diese hatten mal so viel Macht, als die Ältesten haben leid. Was sie an Landesregierungsmacht hatten, wir bloß die Kolonisten ihre Taxen einzukollecten für die Regierung. Über dem Schulwesen und über ungehorsame Menschen hatten Koloniesamter keine Macht. Dort wird die Oms ihre Verantwortung. Auf der Ostreserve, wo viele Bergtälerfamilien und weniger Kleingemeindefamilien wohnten, da wurden so wie langsam lokale Regierungen gegründet, ohne viel und große Schwierigkeiten. Aber eine lokale Regierung zu gründen auf der Westreserve, wo viel mehr Oldkolonien wohnten als Bergtäler und Sommerfelder, dort wird viel schwieriger. Die oldkolonische Gemeindenleiter waren ganz gegen eine lokale Regierung, die weiter aus mennonitischen Männern bestehen soll. Dort wird die weiter Kirche in der Regierung durcheinander bringen, so ist dort in Russland geworden wäre. Und dort wäre die Hauptursache, wohin sie aus Russland ausgewandert wären. Durch ihre Selbstregierung, durch ihrem eigenen Gebietsamt in Russland, hat die russische Regierung beständig immer noch mehr Einfluss gekriegt in ihrem Schulwesen. Dabei wird die oldkolonische Gemeindenleiter dort von ihrem Lehrdienst ganz klar gesagt, dass sie nicht teilnehmen dürfen an eine lokale Regierung wählen, dass sie keiner von ihren Gliedern darf in eine lokale Regierung wählen lassen. Aber die meisten Bergtäler und Sommerfelder auf der Westreserve wären scheinbar dafür, eine lokale Regierung zu haben. Und da wären auch was von unserer Oldkolonie, denen dort zu viel Macht wäre, was ihre Gemeindenleiter haben, für eine lokale Regierung auf ihrer Reserve. Diese Sache führt zu großen Konflikten zwischen Oldkolonie, Sommerfelder und Bergtäler
auf die Wasserreserve. Aber mit der Zeit war doch die lokale Regierung der Rheinland-Municipalität angewählt. Wenn wir hier alle Schwierigkeiten verteilen wollen, was diese Sache mit sich bracht, dann würde die meiste von uns dort vielleicht langweilig worden. Aber was wir gesagt haben, denke ich, wir neidig zu sein, um Sachen lauter besser zu verstehen, wenn wir erst nach Mexiko gekommen sind mit unserer Geschichte. Nu eerst mal een beetje van wo de eerste verschiedene Kirchennomes oder Gemeindennomes in Manitoba entstanden. In Russland gehörten alle Lied auf die Beichtholkolonie, wo Gerard Wieb der Älteste war, auf die Fürstenlandkolonie, wo Johann Wieb der Älteste war, und die Lied wird von der Ole-Kolonie nach Manitoba gekommen, zu derselben Gemeinde. Sie waren alle Lieder in der kirchlichen Mennonitengemeinde. Hier in Manitoba nehmen die von Fürstenland gekommene Lied und die von der Ole-Kolonie gekommene Lied, die sich mit den Fürstenländer topfloten, so es wir all eher gesagt haben, den Gemeindennamen Rheinländer Mennonitengemeinde offiziell an. Aber diese Rheinländer werden manch an selbst und auch manch die anderen Mennoniten in Manitoba bald als Ole-Kolonie bekannt. Das heißt, man redet nicht von Rheinländer, aber von Ole-Kolonie. Von der Beichtholkolonie gekommenen Familien wohnten viele auf der Ostreserve und viele auf der Westreserve. Die Beichtholer, die auf der Ostreserve wohnten, die nehmen mit der Zeit den Gemeindennamen Kartitzer Mennonitengemeinde an. Und die Beichtholer, die auf der Westreserve wohnten, geben ihre Gemeinde mit der Zeit den Namen Berchtaler Mennonitengemeinde. In diese Beichtholer Gemeinde auf der Westreserve spult 1893 ab. Und dort Port, wo sich von der Beichtholer aufspult, gab ihre Gemeinde den Namen Sommerfelder Mennonitengemeinde. Weiter können wir uns viel vertalen von dem in Manitoba zu verschiedene Gemeindennamen kommen, aber ich denke, wir haben uns vielleicht so viel davon vertalt, als neidig ist zum Verstehen, wer gemeint ist, wenn wir von Beichtholer, Sommerfelder und Ole-Kolonie reden. Nu erst mal ein bisschen von wo unsere Vorväter immer weiter durch versorgten, dass ihre junge Lied zu eigenes Land kämen, zum auch Formen worden kämen. In den Anfangsjahren wären da noch in Stadt immer frie Heimstäden zu haben für junge Familien auf beiden mennonitische Reserven. Aber als unsere Voreltern dort so 1894, 95 all neidig und mehr Land fehlt für ihre Jungs, dann können sie in Manitoba dicht bei den mennonitischen Reserven für ihre Jungs all nicht mehr 120 Acker Heimstäden kriegen. Aber die föderale Regierung in Kanada eigen noch immer die ganze Prärielandschaft vom Lothren Saskatchewan, was noch immer Northwest Territories genannt wird. Sie hat da noch immer dort reicht 120 Acker Heimstäden zu verschenken, an wem sie will. Kleine Beichtholer und Ole-Kolonie-Gruppen wären all nach Westen getrokken und haben da Heimstäden genommen. Aber dort fehlt bei der Ole-Kolonie und auch bei den Beichtholer und Sommerfelder noch immer neidig und mehr Siedlungsland. Diese können dort noch weiter bei der Föderalregierung utarbeiten, dort sie Norden von Saskatoon und Hay in Osler-Gegend eine mennonitische Reserve kriegen. Von 1894, 95 an kriegen viele Ole-Kolonie, Beichtholer, Sommerfelder und andere mennonitische Familien Heimstäden in dieser Gegend. Und so bei 1905 hatten unsere Vorväter dort bei der Regierung auch ausgearbeitet, dass sie auch in der Swift-Current-Gegend noch weiter eine Reserve-Land kriegen. Und die Mennoniten können sich da noch immer alle Wegen ansiedeln mit voller Religions- und Schulfreiheiten, die die Regierung der Mennoniten 1873 gegeben hat. Und nu trägt nur die Mennoniten ihre Schulen in Manitoba und Saskatchewan. In Russland wären dort die Ole-Kolonie
die von 1842 an al eine Lehrerschule hadden. Aber die Beichtkolonisten, die von 1836 bis 1840 von der oude Kolonie naar de eerste Tochterkolonie trokken en ihre nieuwe Kolonie Beichtkolonnie nannten, die hadden sich an dieser Lehrerschule nicht beteiligt. Hier in Manitoba werden dort die Beichtholer, die 1988 mit einer Lehrerschule anfangen. Die Beichtholer, ihr ältester Johann Funk, ab der Wassersaal, wie einer von den Männern, die in Gretna, Manitoba, die Lehrerschule gründen. Und da wären ein großes Schulf Beichtholer, die für bessere Schulbildung wären, und eine Lehrerschule haben wollen. Aber die meisten Beichtholer wollen noch keine Lehrerschule haben, und dadurch trennten sie sich von der Beichtholschen Gemeinde auf und gründen die Sommerfelder Mennonitengemeinde. Die Oldkolonie ihrer Gemeindenleiter und die Mehrheit von ihren Gliedern wären von Anfang an ganz gegen eine Lehrerschule. Die Oldkolonie wird für bessere Schulbildung wären, die gingen entweder über nur die Beichtholsche Gemeinde oder die würden sich nicht öffentlich zu sagen, dass sie auch jeden Schullehrer haben mochten, die vorbereitet worden wären an eine gute Lehrerschule. Und weil die Oldkolonie in Kanada nicht als Schullehrer schmeiden dürfen, die in der Gretnische Lehrerschule als Lehrer vorbereitet worden wären, sank ihr ganzes Schulwesen beständig immer noch darauf. Das scheint eigentlich ironisch. In Russland hatten die Oldkolonie all eine Lehrerschule von 1842 an. In der Oldkolonie in Fürstenländer dürfen all lang bloß Sonnendagschullehrer schmeiden, die durch Schullehrerbildung gekriegt hatten an ihrer Lehrerschule, und ihre Schulen wären dort all sehr verbessert worden. Aber die Beichtholer hatten dort noch immer Schullehrer, die nicht Lehrerschulbildung gekriegt hatten. Hier in Manitoba wären dort ein Port von der Beichtholer und dort Port von der Oldkolonie, die nur die Beichtholer Gemeinde übergewonnen wären, wo die Gretnische Lehrerschule und Leben raubten und an Schulverbesserung arbeiten. Kreuz ironisch schien dort mit dem Solenwiesen oder Choralwiesen singen. Die Oldkolonie in Fürstenländer sungen in Russland in all ihre Schulen all über 30 Jahre Solenwiesen und hatten auch all angefangen in alle Kirchen Solenwiesen zu singen. Hier in Manitoba mögt ältester Johann Wieb alle Kirchensänger und alle Schullehrer waren die alte lange Wiesen singen. Und der Beichtholer, ältester Gerhard Wieb, wollte dort Kreuz so gedonen haben von seinem Vater Johann Wieb. Aber nur ganz kurze Zeit in Manitoba, dann hielten die Beichtholer ab, die alte lange Wiesen zu singen und sangen die Zolenwiesen. Ich habe unsere Vorderst davon reden hier, dort aus der Beichtholer antworten, dort die Oldkolonie in Manitoba die alte Wiesen sangen, dann haben immer mehr Beichtholer gesagt, wenn die Oldkolonie die lange Wiesen singen, dann singen wir die Korte. Wir singen nicht so aus der Oldkolonie. Ich glaube, das ist wohl ein bisschen übertrieben worden, aber da wird wohl doch was an so was sein. Dann, da wir scheinbar in Russland auch lang so ein bisschen eine Rivalität, Rivalry, oder war Iva, zwischen Oldkolonie und Beichtholer. Die Manitoba-Regierung entwickelt in den Anfangs 1890er Jahren neue Schulgesetze, durch wo alle Distriktschulen in Manitoba Public-Schulen werden sollen. Diese Schulen mussten einigermaßen gut vorbereitete Schullehrer haben und zum großen Teil vorgeschriebene Textbücher brauchen, um die Kinder zu unterrichten. Aber man darf in diese Schulen auch die deutsche Sprache und Religion unterrichten. Die Sommerfelder ihrer Leiter hatten mit der Brüdergemeinde ihrer Leiter und mit dem Lehrerschulprinzipal Heinrich Ebert top einen Religionsplan ausgearbeitet für ihre Public-Schullehrer zum Brücken für ihren Religionsunterricht in diese Schulen. Sie hatten auch ihre eigene Inspektors zum sein, dass Religion dort richtig unterrichtet wird. Der Lehrerschulprinzipal Heinrich Ebert wird die Manitoba-Regierung ihr Schulinspektor
voor public scholen oder district scholen en Mennonitische dorpen. En hij houdt tegelijkertijd ook de opgave meer lied en Mennonitische dorpen voor schoolverbetering durch districtscholen te interesseren. Als Ebert 1891 Scholenspreiter wordt, dan werden in Manitoba nog maar 8 districtscholen en Mennonitische dorpen. 1896 werden door 41 zo'n scholen. Die moeten waren afbreken, onze tijd is afgerand. Nächstes Mal vertellen wir wieder von unseren Vätern ihre Erfahrung in Kanada wegen ihrer Schulfreiheiten. Und von wo das anfängt immer klarer zu werden, dass die Mennoniten wohl ihre private Schulfreiheit in Manitoba und Saskatchewan verlieren werden. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder einen guten Tag, wanneer ihr mich hören. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rampel.